fangen mit der Predigt an. Und wenn du 1 Million hast und kein Haus willst kaufen. Gut, wir fangen an. Die Hei, wo Jesus ist. Ich habe so eine herzige Geschichte gehört, die mir jemand erzählt hat zu dem Thema. Und zwar ist es eine Familie und die Mutter hat ihrem Kind von klein an immer gesagt, wie hat sie es genau gesagt? Jesus ist immer bei uns. Wenn du, egal wo du bist, Jesus ist da. Und irgendwann hat die 3-jährige Tochter gesagt, hat denn der kein Zuhause? Dass der immer bei uns rumhängt. Es ist eben sein liebstes Zuhause, ist es eben bei uns zu sein. Und so sind wir in diesem Jahr dran, unser Zuhause bei ihm zu entdecken, wo er uns, bei uns in ein Zuhause hat. Wir möchten lernen, noch mehr aus dieser Gegenwart von Gott leben. Und das können wir nur, wenn wir lernen, in dieser Gegenwart von Gott leben. Wenn wir lernen, überall, wo wir sind, ihn zu entdecken. Wir haben in den letzten 2 Sündigen einige Beispiele von Menschen angeschaut, die aus dieser Gegenwart heraus Geschichte geschrieben haben. Auf unterschiedlichste Art. Aber die Ursache war immer, sie haben Gott zu ihrem Zuhause gemacht. Und die Gegenwart Gottes in der Welt hat sich ganz unterschiedlich gezeigt. Ich habe jetzt das Beispiel vom Grundwasser gebraucht, das ganz unterschiedlich rauskommt. Es kann fontänenmässig sein, es kann eine Quelle sein, es kann einfach ein Teich sein, wie auch immer das aussieht. Es wird bei dir anders aussehen als bei dem nebendran. Wichtig ist, dass die Gegenwart von Gott aus der Tiefe als Licht kommt. Und die neue Schöpfung kann anfangen zu schnaufen. Wir haben unsere Serie genannt, die Hei, wo Jesus ist, mutig sein und staunen. Wenn wir glauben, wenn wir aus dieser Gegenwart, in dieser Gegenwart leben, fassen wir Mut zum Aufbrechen, zum Rauskommen, zum das zu zeigen. Ich glaube, Gott beruft einige von uns auf dem Wasser von seiner Gegenwart in ein Abenteuer. Ich glaube, er beruft einige von uns, ganz besonders in diesem Jahr, dass sie aus ihrem Alltag rausgehen. Ich glaube, es hat Leute auch rein, die Gott hören, reden. Vielleicht jetzt, vielleicht wissen das schon, vielleicht kommt es noch, wie er zum Abraham geredet hat. Zum Abraham hat Gott gesagt, verlass dein Land, deine Heimat, deine Verwandtschaft und ziehe in das Land, das ich dir zeigen will. Wir haben ein Beispiel vom Hudson Taylor. Es gibt auch eine Heidi Baker, eine Jackie Pullinger. Es gibt immer wieder Menschen, die von Gott gerufen werden. Lass alles hinter dir und komm mit. Aus dem Alltag raus. Und dann gibt es immer wieder Menschen, die von Gott gerufen werden, in ihrem Alltag zu bleiben. Und dort sich in das Abenteuer mit ihm hineinzustürzen. Und beide Orte laden ein nachher zum Staunen über das, was Gott macht. Wir haben in der Bibel ganz viele Beispiele, wo Gott Leute begegnet und sie in ihrem Alltag drin lässt. Die Frau am Brunnen, wo Jesus begegnet, zieht nachher nicht mit Jesus weiter. Der Zachäus zieht nicht mit Jesus weiter. Maria, Martha, Lazarus ziehen nicht mit Jesus weiter. Sie sind seine Homebase. Der Bruder Lorenz, der beim Abwaschen so viel von der Gegenwart von Gott mit sich trägt, dass die Leute ihm kommen, beim Abwaschen Gesellschaft leisten. Es war nicht gerufen, um mit Mission irgendwo her. Aber der Punkt ist, egal ob du gerufen wirst, aus deinem Alltag rauszugehen oder in deinem Alltag zu bleiben, der Ruf von Jesus ist für jeden von uns immer der gleiche. Jeder von uns, unabhängig von Alter, Kultur, Geschlecht, Geschichte, Traumas, Familienstand, Prägungen, Wohlstand, sexuelle Orientierung, Nationalität, der Ruf von Jesus ist immer der: Komm mit und folg mir nach. Es gibt nichts, das dich disqualifiziert. Es gibt keinen Grund, wo du kannst sagen, ja, aber das geht für mich nicht. Du bist gerufen, ihm nachzufolgen. Jesus tut dann das noch ein bisschen ausführen. Gibt es noch die anderen Stellen, wo Jesus sagt, niemand kann mein Jünger sein, ohne alles für mich aufzugeben. Wo er zu der Menge sagt, wenn einer von euch mit mir gehen will, muss er sich selbst verleugnen, jeden Tag aufs Neue sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Er sagt nachher, wer versucht, sein Leben zu retten, wird es verlieren. Aber wer sein Leben für mich aufgibt, wird es retten. Und wenn du denkst, ja, ist also schon ein bisschen heftig,
Dann schreibt er auf, lies mal Lukas 9, 57 bis 62. Dort tut Jesus nochmal ein bisschen deutlicher sagen, Nachfolge hat oberste Priorität. Wenn du mir nachfolgst, dann heisst das all in. Für jeden von uns. Egal, ob wir gerufen sind auf die Mission auf China oder ob wir gerufen sind, in unserem Häuschen, in unserer Wohnung zu bleiben, in unserem Beruf zu bleiben und dort ihm nachzufolgen. Nachfolgen und mit ihm sein kann man nie mit vollen Händen. Er sagt immer, lass alles zurück. Vielleicht müssen wir nicht wirklich alles zurücklassen, aber mal alles loslassen und sagen, ich bin bereit, dass du mir das aus den Händen nehmen darfst. Wer mit Gott sein will, wirklich mit Gott sein will, ihn wirklich heben will, kann das nur mit leeren Händen. Nachfolge kostet alles. Mir hat letzte Woche jemand gesagt, das Schwierigste zum Loslassen war meine Vorstellung davon, wie die Nachfolge aussieht. Jesus nachfolgen heisst auch meine Vorstellung von dem Loslassen, wie das für mich aussieht. Und Jesus, das ist ja schon ein bisschen heftig. Aber Jesus macht das nicht, weil er uns testen will oder weil er gemein ist oder weil er uns etwas nicht gönnen will, sondern weil er ein Geheimnis kennt. Es gibt das wunderschöne Gleichnis in der Bibel und in einer Kinderbibel, alle, die kennen, sehen jetzt einen Mann mit Hut. Und die anderen fragen sich, welche Bibel. Jesus erzählt von einem Kaufmann. Und er sagt, das Himmelreich ist vergleichbar mit einem Perlenhändler, der nach kostbaren Perlen Ausschau hielt. Als er eine Perle von großem Wert entdeckte, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte die Perle. Jesus weiß, was wir bekommen, ist so viel wertvoller als das, was wir jetzt das Gefühl haben, müssen wir heben. Das Problem ist, wir können das Wertvolle nicht heben, solange wir das andere noch in der Hand haben. Wir haben das Gefühl, wir verlieren zuerst. Wir müssen zuerst Sachen verlieren, bevor wir die Hände frei haben für das andere. Und das ist nicht einfach. Und es ist einfach, oder ja, Lydia, klar kannst du da vorne stehen und das predigen, du wirst ja sogar bezahlt für das, dass du Jesus nachfolgst. Aber Jesus hat gewusst, dass das nicht einfach ist. Es hat die Geschichte in der Bibel vom reichen Jüngling. Der kommt zu Jesus und sagt, was muss ich machen, um das ewige Leben zu haben? Und er hat alles schon gemacht, alle Gesetze gehalten, alles richtig gemacht. Er hat also seine Checkliste, was fehlt noch? Einfach, dass er es abhökeln kann und dann mein Leben friedlich leben und nachher auch noch ewiges Leben haben. Und Jesus sagt in Matthäus 19,21, verkaufe alles, was du hast. Er sagt, gib den erlösten Armen. Und dann komm mit mir. Und wo der junge Mann das gehört hat, ist er traurig weggegangen. Hey, und ich verstehe das. Wenn wir ganz ehrlich sind, das verstehen wir besser als der Zachäus, der allen vierfach die Sachen zurückgegeben hat. Ich finde, Reichtum macht etwas mit mir. Die Vorstellung, alles loszulassen, finde ich so. Aber in das hinein ruft uns Jesus. Jeder von uns. Und er weiß, dass es nicht einfach ist. Und es ist nicht eine Schande oder eine Scham behaftet oder peinlich, wenn wir eingestehen müssen. Der Mut fehlt uns ganz oft. Wir wissen, dass Jesus uns ruft, komm und folg mir nach. Wir wissen, er ruft uns, lass alles los, nimm dein Kreuz auf dich. Und irgendwie getrauen wir uns gleich nicht. Und ich glaube, dass in der Gegenwart von Gott die sein ist ein ganz wichtiger Schlüssel, um diesen Mut zu finden. Aber ich glaube, es ist nicht der einzige. Ich glaube, es gibt noch zwei andere und ich werde das mit euch heute Morgen anschauen. Ich bin überzeugt, ohne dass wir in seiner Gegenwart die Heime sind, werden wir diesen Mut nie finden. Weil um dem Ruf von Jesus zu glauben, müssen wir ihm vertrauen. Wenn wir nicht wissen, dass etwas verhebt, wären wir ja dumm, wenn wir draufstehen würden. Wenn wir nicht wissen, dass ein Flugzeug fliegen kann, wären wir ja blöd, wenn wir einsteigen würden. Oder wenn ein Schiff schon aussieht, als hätte es Löcher, gehst du nicht auf eine Seekreuzfahrt. Irgendwie. Wir müssen wirklich wissen, dass das verhebt, wo wir draufstehen. Und wenn wir ehrlich sind wir uns ganz oft nicht sicher. Weil wenn wir nämlich wirklich glauben und verstehen und überzeugt sein von dem, dann würden wir alle unser Zeug auf Ricardo versteigern und sagen, hey Leute, go.
Vielleicht nicht, vielleicht würden wir es nur auf Ricardo stellen und Gott sagt, danke vielmals, ist okay, du musst es nicht versteigern, ich brauche dich dort, wo du bist. Aber die Bereitschaft zu haben, die können wir erst dann haben, wenn wir Gott richtig gut kennen. Der Bruder Lorenz sagt, wir müssen Gott zuerst kennen, bevor wir ihn lieben können. Wenn wir nicht wissen, wie Gott ist und uns nicht ganz sicher sind, dass er immer gut ist, dass er immer voller Gnade ist, dass er immer gerecht ist, werden wir uns nicht getrauen, alles hinter uns zu lassen. Und ich glaube, darum scheitern wir immer wieder. Wir glauben grundsätzlich alles, was er sagt, aber so all in gehen, so ohne Sicherheitsnetz, irgendetwas hebt uns zurück. Vielleicht ist es Bauchgefühl, vielleicht ist es im Kopf, vielleicht ist es im Herz. Aber das fehlende Vertrauen verhindert, dass wir losgehen. Und einfach zu sagen, du musst halt mehr in seiner Gegenwart sein, ich glaube, das wäre zu einfach. Für das sind wir zu fest ganzheitliche Menschen. Wir sind nicht nur Menschen, die Erfahrungen und Gefühle brauchen. Wir sind auch Menschen, die einen Kopf haben, die einen Verstand haben. Und darum glaube ich, so die zweite Quelle vom fehlenden Verständnis ist, dass wir Gott, vom fehlenden Vertrauen ist, dass wir Gott häufig nicht verstehen. Wir lesen Geschichten von ihm, wir hören Geschichten von Jesus, wir erleben Geschichten in unserem Umfeld und es geht nicht zusammen mit dem Gott, der wirklich Liebe ist. Mit dem Gott, der wirklich gnädig ist. Mit dem Gott, der wirklich gerecht ist. Und was machen wir jetzt mit dem? Wir machen einen Schritt zurück und schützen uns. Wir ihm ein bisschen weniger vertrauen, falls es gleich nicht ganz stimmt. Weil es könnte sein, dass er uns hängen lässt, so wie die Geschichte im Neuen Testament, im Alten Testament, so wie mein Freund, so wie meine Kollegin, die gerade erlebt das. Wie bringen wir das zusammen? Ich glaube, in einer Zeit, oder mit dem Kopf ist uns klar, er ist Gott. Er darf machen, was er will. Er ist Gott, er ist nicht auf Augenhöhe mit uns. Er kommt auf Augenhöhe, aber eigentlich ist er es nicht. Eigentlich ist er so viel grösser. Aber in einer Zeit, wo man alles erklären kann, wo man einfach noch ein bisschen mehr Hintergrundwissen braucht, damit man etwas versteht, wo es kein Geheimnis mehr gibt, nichts Mystisches eigentlich, brauchen wir Fakten. Und das ist im Fall nicht nur falsch. Wir sind Kind von unserer Zeit. Und der Satz, das musst halt einfach glauben, zieht nicht mehr so gut. Bei mir zieht er recht gut. Ich finde das nicht so schwierig. Aber ich bin auch froh, gibt es Leute, die sagen, so funktioniert das nicht. Ich muss wissen. Und weisst du was? Das ist kein Problem. Weil Gott ist ein logischer, vernünftiger Gott. Er ist nicht ein irrationaler Gott, der einfach ein bisschen macht, was er will, und wenn er gar keine Lust mehr hat und so, er handelt nicht unvernünftig. Man kann dem nachforschen, was Gott macht. Seit Anfang an von der Kirchengeschichte gibt es die Verteidigung vom Christentum, die Apologetik. Das erste Mal auftaucht in der Apostelgeschichte ab Pfingsten. Die Leute kommen raus, Petrus kommt raus, sie fangen an in Sprache reden, die Leute sagen, der ist betrunken. Wir verstehen es nicht, also ist es falsch. Und dann sagt der Petrus, ihr versteht es nicht, weil ihr nicht wisst. Und dann erklärt er ihnen, wie das in der ganzen Geschichte Platz hat. Er sagt, schon im Alten Testament redet man von dem, was gekommen ist. Jetzt ist es passiert. Das wird kommen. Und die Leute sagen, aha, jetzt, wo ich es verstehe, kann ich es glauben. Und über die letzten 2000 Jahre Kirchengeschichte haben ganz viele gescheite Leute sich ganz viele Gedanken gemacht. Zu all dem, wo du da sitzt und denkst, das ist nicht vereinbar mit einem guten Gott. All diese Fragen von, wieso gibt es so viel Leiden? Warum heilt Gott Kopfschmerzen vom einen, aber nicht den Krebs vom anderen? Warum müssen Kinder sterben? Ist Jesus wirklich der einzige Weg? Braucht es eine Hölle? Und wie ist das mit dem Kreuz? Wäre es nicht auch anders gegangen? Ist die Bibel eigentlich frauenfeindlich? Nur weil wir die Antwort nicht im ersten Moment griffbar haben, heisst das nicht, dass Gott nicht vertrauenswürdig wäre oder nicht gut oder nicht gerecht oder keinen Plan hat. Das heisst nur, dass wir vielleicht nicht alle Infos haben. Ziemlich sicher nicht alle Infos haben. Ich finde das mit dem Flugzeug ein gutes Beispiel. Wenn ich nicht sicher bin, ob das Flugzeug mich trägt, weil eigentlich ist es schon sehr unlogisch, dass das Flugzeug fliegt, sind wir ehrlich. Ich bin sicher, da innen hat es jemand, der mir das erklären könnte.
Ja, schau jetzt da. Heb noch mal die Hand auf, wenn jemand fragen will. Nachher dort fragen. Ich muss es nicht wissen. Für mich ist es nicht so wichtig. Aber wenn du nicht sicher bist, such dir jemanden, der daraus kommt, der das studiert hat. Und dann frage mal, sag, hey, ich habe eine Frage. Für mich passt das nicht zusammen. Wie kann ein guter Gott und Leiden in dieser Welt, wie bringen wir das zusammen? Ich garantiere dir, in den letzten 2000 Jahren hat schon mal jemand die Frage gehabt, die du hast. Und hat eine Antwort gefunden, wo eine Lösung findet, dass Gott gut, gerecht, mächtig ist, einen Plan hat, dich von Herzen liebt und deine Frage gleich nicht unbeantwortet lässt. Es lohnt sich, dort, wo wir Zweifel haben, wo uns Vertrauen abhanden kommt, dort mal mit guter Theologie nachschauen. Und gute Theologie ist nicht auf YouTube eingeben, wie geht das mit Gott und Leiden. Gute Theologie ist, Podcast von der Vinja Rolte zu hören. Ich komme nachher noch darauf zurück, wer das vertrauenswürdig ist. Aber also ich sage es jetzt immer dort, wo ich die Leute kenne, wo ich weiss, wie sie leben, wo ich ihre Ehen kenne, wo ich ihren Alltag kenne, diesen Leuten vertraue ich. Weil ich weiss, dass das, was sie reden, auch das ist, was sie leben. Darum bin ich nicht so Fan von irgendwelchen Insta-Prediger oder YouTube-Prediger, wo ich nicht weiss. Ich sehe ihr Konto nicht, ich sehe die Ehe nicht, ich sehe die Kinder nicht. Vielleicht haben sie recht, vielleicht auch nicht. Sagen kann man viel. Aber ich möchte dir heute Mut machen, vom Kopf her mal dich all diesen Fragen zu stellen, die dich stressen. Und dort Vertrauen aufbauen. Ich glaube, das wird passieren. Aber nicht alles ist erklärbar. Und es gibt Antworten, die sind zwar mit dem Kopf logisch, und mein Herz kann es gleich nicht glauben. Gerade wenn es um Leiden geht, gerade wenn es um Leute geht, die mir lieb sind, und ich einfach nicht verstehe, warum das Gott nicht eingreift. Auch wenn ich weiss, er ist Gott und er ist grösser und er hat einen Plan, ich finde es gleich falsch. Und ich glaube, in dem Moment brauche ich nicht mehr Verstand. Nicht nochmal Leute, die mir sagen, also komm, ich erkläre dir jetzt, warum das Gott da vielleicht nichts macht. In dem Moment brauche ich eine Erfahrung. Mein Kopf hat alles gemacht, was er kann. Jetzt brauche ich jemanden, der mein Herz hebt. Und jetzt brauche ich den Gott, der sich zeigt. Dass mein Herz aufhört zu zweifeln und wieder vertrauen kann. Dann brauche ich die Gegenwart von Gott. Ich brauche eine Begegnung mit Gott persönlich. Ich muss an dem Moment ankommen, wo ich wieder über Gott staunen kann. Wo mir wieder bewusst ist, dass ich in einer Hierarchie lebe. Und dass nicht ich zuoberst bin, wie das uns unsere Zeit, die Glauben machen. Und Gott irgendwo rundherum schwebt und wenn sich jemand rechtfertigen muss, ist das Gott vor uns und nicht wir vor Gott. Sondern zu wissen, ich lebe in einer Hierarchie. Und ich bin nicht zuoberst. Aber der grosse, mächtige Gott. Schöpfung hilft. Die Schlucht zu sehen, den Regenbogen zu sehen, ein Gewitter zu erleben. Okay, ich darf dem grossen Gott vertrauen, weil er so viel grösser ist, so viel mächtiger, als ich mir je vorstellen kann. Psalm 18 schreibt das wunderschön. Oder obwohl Gott Mensch geworden ist, bleibt er der Gott, der David schreibt, der Gott, der den Himmel neigt, der Gott, der auf dunklen Wolken fährt, der Gott, der auf einem Engel fliegt und auf den Schwingen vom Sturm schwebt, der sich in Finsternis hüllt, der Gott, vor dessen Glanz die Wolken mit Hagel und Feuer vorbeiziehen, der Gott, der Blitz schleudert und der Gott, vor dem sich das Fundament der Erde entblößt. Und plötzlich sind wir mit unseren Fragen nicht mehr ganz so gross. Und wir können sich Sorgen geben. Wir wissen, wenn der Gott sagt, ich weiss, was ich mache und ich bin dein Schutz, dann gilt das. Und das ist der Moment, wo wir die Gegenwart von Gott brauchen. In dieser erklärbaren Welt der Macher, wo wir leben, brauchen wir übernatürliche Erfahrungen. Unser Herz und unser Kopf müssen manchmal wieder so ein bisschen synchronisiert werden mit dem, dass wir nicht alles wissen und alles sind. Wir sind nur Menschen. Wir sind Menschen und wir sind Gottes Ebenbild und all das stimmt, aber wir sind nur Menschen. Vieles wissen wir nicht. Ich glaube, für das brauchen wir die Praxis von der Gegenwart von Gott. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum wir Mühe haben, Gott voll zu vertrauen. Wir erfahren ihn zu wenig. Und das ist nichts, was man einfach machen kann. Man kann nicht hersitzen und sagen, so Gott, zeig dich jetzt mir, ich will dich erfahren.
Aber man kann Räume aufmachen, einen Moment schaffen, ein Herz aufmachen und sagen, Gott, ich möchte. Ihn darum bitten, immer wieder, zeig dich mir. Und ich garantiere dir, es wird zum Moment führen, wo du ihn erlebst. Sie werden vielleicht nicht so sein, wie du dir das vorstellst. Vielleicht musst du zuerst deine Vorstellung loslassen, wie Gott sich dir zeigen soll. Und dann bitte ihn einmal, dir zu zeigen, wie er ist. Und schließlich, und ich glaube, das ist das Dritte, neben Verständnis und Erfahrung, ich glaube, wir brauchen richtig gute Vorbilder. Es sind in den wenigsten Fällen Fakten und Statistiken, die unser Leben prägen. Ich habe in der NZZ einen spannenden Artikel darüber gelesen, wie man zum perfekten Lügner wird. Super, genau. Aber sie haben gesagt, ein richtig guter Lügner erzählt immer eine Geschichte. Weil Menschen glauben Geschichten. Sie glauben nicht Fakten. Du kannst noch so richtige Fakten bringen, und der andere die bessere Geschichte hat, glaubt man ihm. Wir brauchen Leben, wo wir hineinschauen können und sagen, oh ja. Leute, die uns inspirieren, Menschen, die das gemacht haben, was Jesus möchte, die alles losgelassen haben. Wir müssen miterleben, wie Menschen die Frage nach dem Leid in dieser Welt, in ihrem Leben persönlich lösen, weil sie es erleben. Ich kann dir theologisch erklären, vielleicht, warum das ein guter Gott Leid zulässt. Ich habe Gott als der grosse, starke Gott erlebt in meinem Leben. Aber die beste Antwort lehre ich Woche für Woche, Monat für Monat an den Menschen, die leiden in meinem Umfeld. Die nicht aufhören, Gott zu vertrauen. Die nicht aufhören, Gott zu glauben. Die im tiefsten Schmerz sich festheben an dem Gott und sagen, die Perle ist alles wert. Darum, zum Gott zu vertrauen, brauchen wir Menschen, die das besser machen als wir. Und ich kann dir etwas sagen, da innen in diesem Raum jetzt, hat es Menschen, die alles losgelassen haben. Wir kennen ganz viele Geschichten voneinander nicht, aber da sitzen Leute, die auf Reichtum verzichtet haben, zum Jesus nachfolgen. Da innen sitzen Leute, die auf Beziehung und Familie verzichten, zum Jesus nachfolgen. Da innen sitzen Leute, die auf Karriere verzichtet haben, zum Jesus nachfolgen. Und ich bin ziemlich sicher, du bist einer von denen. Du hast auch schon Sachen losgelassen, die wehgetan haben, weil du gewusst hast, die Perle ist mehr wert. Lasst uns einander auch nach diesen Geschichten fragen. Sagen, welchen Preis zahlst du? Und ist es wert? Und spannend ist, dass die Leute, die den höchsten Preis zahlen, häufig die sind, die am meisten davon überzeugt sind, dass es sich x-fach gelohnt hat. Wir brauchen Vorbilder, die sagen, ich habe für den Jesus alles losgelassen. Vielleicht sind es Vorbilder, die in andere Länder gehen. Es funktioniert auch, wenn man Bücher liest von so Menschen. Heidi Baker, ich habe es vorher schon gesagt, Jackie Pullinger, sind für mich Heldinnen. Und wenn ich ihre Bücher lese, ich habe mal ein Andachtsbuch von der Heidi Baker gelesen, und dann steht dort, da habe ich gelesen und plötzlich bin ich in der Küche gestanden und nicht mehr am Küchentisch geguckt. Dann dachte ich, hä? Dann bin ich wieder zurück und habe gelesen und dann steht gestanden, dass Jesus ihr gesagt hat, stand auf und gang. Und ich bin irgendwie so in dem Ding, ich dachte, ich wollte das auch, dass ich aufgestanden bin und losgelaufen bin. Das machen Vorbilder mit uns. Ja, aber ich bin nur bis in die Küche gekommen. Ich sage nicht, was das über meine Berufung aussagt. Hey, wenn du mir mal beim Abwaschen zuschauen, du bist herzlich willkommen. Es kann sein, dass wir die Leute in echt kennen. Und wenn es irgendwie geht, verbring Zeit mit Menschen, wo du das siehst. Manchmal sind es Bücher oder Filme, Podcasts. ERF hat richtig gute Podcasts, wo Menschen erzählen, was es für sie heisst, Jesus nachzufolgen. Die schwierige Sachen erlebt haben und immer wieder alles losgelassen haben. Also, ich das zusammenfassen. Das ist noch das Vorbild, das ist die Vorbildfolie. Wenn wir dort sein wollen, wo Jesus ist, wenn wir immer wieder mutig sind und alles hinter uns lassen, dann brauchen wir gute Theologie. Hab keine Angst, Fragen zu stellen. Du bist kein Ketzer. Wenn du Fragen hast, dann komm auf uns zu. Ich habe schon gesagt, Podcast, wir haben ganz viele alte Predigten. Schreib uns ein Mail ins Büro, dann tue ich es dem René weiterleiten. Und dann stellen wir uns diese Fragen. Wir haben keine Angst vor Fragen.
Wir sind überzeugt, es gibt eine Antwort. Das Problem ist, hast du den Mut, falls die Antwort dich herausfordert, falls sie dein Bild von Gott herausfordert, hast du den Mut, dich deine Fragen zu stellen. Es kann sein, dass es unbequem für dich wird. Aber ich garantiere dir, Gott wird noch grösser, noch mächtiger, noch liebevoller aus deiner Frage herauskommen, als du jetzt meinst. Wir müssen das Geheimnis umarmen. Wir wissen nicht alles. Und das ist richtig und gut so. Es wird ein Moment kommen, wo es keine offenen Fragen mehr gibt. Und wir werden staunen, wie vernünftig das alles war, was Gott gemacht hat. Bis dort müssen wir einfach darauf vertrauen, dass er mehr weiss. Haben wir den Mut, Gott zu vertrauen? Obwohl, oder vielleicht gerade, weil wir nicht alles verstehen. Und wir brauchen Vorbilder. Wo sind die Helden in unserem Umfeld? Die Menschen, die so drängt sind mit Gottes Gegenwart, dass es aus allen Knopflöchern spritzt. Wo, wenn du in die Nähe kommst, einfach Mut bekommst und inspiriert wirst und dir überlegst, was könnte ich loslassen, um Gott noch mehr Raum zu geben. Welches von diesen 3 ist der Ort, wo es dich am wenigsten hinzieht? Ich habe den Verdacht, dass Gott dort eine Überraschung parat hat. Wenn du jemand bist, der vieles mit dem Kopf verstehen will und all die apologetischen Sachen macht und du denkst, ich brauche mehr Gegenwart in meinem Leben, wird es nicht passieren, indem du das Gleiche machst, wie du immer gemacht hast. Weil dann landest du am gleichen Ort, wo du immer gelandet bist. Das, was dich am wenigsten anzieht, tu dich nächste Woche mal in das hineinbegeben. Los unseren Podcast. Such dir irgendein, oder frag uns nach einem guten Buch, das Sachen erklärt, wo du Fragen hast. Lies die Bibel. Das ist übrigens auch ein guter Ort, um Gott noch besser kennenzulernen. Oder du gegenwarten. Sag ihm 5 Minuten am Tag sitze ich einfach da. Oder geh spazieren und frag dich, ob du dich mir zeigen kannst. Und überleg dir, wo es Menschen in meinem Leben, wo ich mehr Zeit mit ihnen verbringen sollte. Wir machen das zusammen in diesem Jahr, zusammen mit Jesus. Wir bauen Vertrauen auf, indem wir im September eine Predigtserie starten mit ein paar von diesen Geschichten, wo Jesus schon sehr unverständlich gehandelt hat. Und schauen, wie das noch mehr Vertrauen aufbauen kann in den grossen Gott. Wir werden zusammen gegenwarten und wir sammeln zusammen Mut, um ihn noch besser kennenzulernen, noch mehr lieben lernen und alles loszulassen, immer wieder. Dave, könntest du vorne kommen? Wir machen heute eine längere Zeit, wo wir einfach mit Gott zusammen sind. Und ich will euch zuerst einfach die Frage mitgeben, welches von diesen 3 ist mein nächster Schritt, wo Gott möchte mit mir Vertrauen aufbauen. Auf welches Wasser wage ich mich? Welches Abenteuer wartet auf mich? Was steht mir im Weg? Ist es mein fehlendes Verständnis für das, was Gott macht? Ist es die fehlende Erfahrung? Oder fehlen mir Menschen rundherum, die mir das vorleben? Und dann red mit Gott darüber. Und sag ihm, dass du das gerne hättest, dass du Hilfe brauchst. Vater, ich bin mir so sicher, du bist immer noch besser, noch weiser, noch gerechter, noch grösser, als ich das ahne. Und wir alle, wir versuchen so fest dir zu vertrauen und sind so fest, haben wir immer wieder Mühe, dir zu vertrauen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst. Was hindert uns, all in zu gehen? Die Hände wieder frei zu machen, zu lehren und alles zu nehmen, was du uns geben willst. Bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns das zeigst jetzt. Es gibt Geschichten von dir in unserem Umfeld, wo wir dich einfach nicht verstehen. Brauchen wir eine Erklärung? Brauchen wir eine Erfahrung? Oder müssen wir vielleicht einfach mal mit den Leuten reden, die das erleben? Um deine Gegenwart zu sehen.
wenn du weißt, was es ist, dann frag Jesus, was ist mein nächster Schritt? Ganz konkret. Auf wen soll ich zugehen? Was will ich nächste Woche mal probieren? Ganz einen kleinen Schritt. Heiliger Geist, kannst du uns zeigen, was unser nächster Schritt ist auf dich zu, Vater? Und während wir uns das überlegen, auf dich hören, lade ich dich ein, Heiliger Geist, dass du uns umhüllst mit dieser Gegenwart vom Vater. Dass du kommst. Und wir dich nicht nur denken, sondern erfahren. Verwünschst du unsere Herzen einmal mehr. Ruf uns einmal mehr. Fühl uns mit deiner Liebe, dass wir gar nicht mehr anders können, als zurückzulieben. Lass uns staunen über deine Grösse. Fühl uns mit deiner Erkenntnis. Dass wir verstehen, in welcher unglaublichen Grösse, Tiefe, in welcher Dimension du gut bist. Und wie sehr du uns liebst. Ich wünsche mir für uns alle, dass wir so sehr zu Menschen werden, die unser Zuhause bei ihm haben. Dass wir, wenn er sagt, steh auf und gang, nur noch fragen, in welche Richtung. Wenn wir wissen, jetzt hat Gott etwas richtig Gutes für mich parat. Wenn wir wissen, dass wir bei ihm daheim sind, ist jeder Ort, an dem wir sind, unser Zuhause. Und ich finde, niemand hat das schöner ausgedrückt als Deborah Sita in ihrem Lied «Offenes Land». Sie schreibt dort, «Darum lasse ich alles zurück, vertraue nur auf dich. Vor mir liegt offenes Land und du begleitest mich. Deine Gnade, die wohnt an jedem Ort und mein Zuhause steht, wo du bist, mein Gott.» Könnt die Band langsam vorkommen. Wir werden das zusammen singen. Und ich möchte aber, dass du dir wirklich noch mal kurz Zeit nimmst. Dir überlegst, will ich das? Und wenn du das willst, dann lade ich dich ein, so aufstehen. Das ist so der erste Schritt zum Losgehen. Zum Aufstehen, zum Gott zeigen, ich will. Ich weiss nicht wie, ich habe keinen Plan, aber du hast ihn und ich vertraue dir. Dass wir uns ein bisschen Mut zusammennehmen. Zusammen aufstehen und das Lied singen und Gott sagen, wir sind parat, was auch immer du willst. Und wenn du willst sitzen bleiben, ist es auch okay. Aber wenn der Zug losfährt, macht es Sinn, wenn du einsteigst. Es ist einfach nachher ein bisschen schade, verpasst du den ersten Teil.
Hoffnungsland, bin ganz in deiner Hand. Von mir liegt Hoffnungsland, bin ganz in deiner Hand. Von mir liegt Hoffnungsland, bin ganz in deiner Hand. Noch einmal kommen. Von mir liegt Hoffnungsland, bin ganz in deiner Hand. Von mir liegt Hoffnungsland, bin ganz in deiner Hand. Ich möchte uns segnen mit dem Epheser 3,16, ich auch schon gelesen habe, das Jahr. Er möge uns nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft beschenken, dass wir durch seinen Geist innerlich stark werden, dass Christus durch den Glauben in unserem Herzen wohnt und wir in Liebe eingewurzelt und gegründet sind, damit wir zusammen mit allen, die Gott gehören, imstande sind, das ganze Ausmaß zu erfassen, seine Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Ja, zu erkennen, was alle Erkenntnis übersteigt, die unermessliche Liebe, die Christus zu uns hat. So werden wir erfüllt werden mit der ganzen Fülle, die von Gott kommt. Dem, der so unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder erdenken, und der mit seiner Kraft in uns wirkt. Ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus von Generation zu Generation in alle Ewigkeit. Amen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Geht raus und staunet.